Claudia Schmerz so, dass da kommt sieht. Wir machen mit schwarzen Haut über Budget zu Lützeburg, das Budget für 2013. Wir schwatzen auch über Wirtschaftspolitik an oder respektive Industriepolitik, was ja sowieso alles zusammenhängt. Das Ganze da war in einem europäischen Kader, weil immer mehr Budgetpolitik an Wirtschaftspolitik eben an einem europäischen Kader geschieht. Und du willst noch ein Jahr kurz, auch wenn es um Europa heute geht, vielleicht als Introduktion noch ein Jahr die Kader ein Jahr setzen. Ihr wisst, dass mit dem sogenannten Pacte budgétaire, also den Traité sur la stabilité, la coopération et la gouvernance, dass mit diesem Pakt die Europäische Kommission sich am Anfang rasch geholt hat, für Nationalbudgeten zu bestimmen, respektive zu definieren. Dieser Pakt ist zwar noch nicht in Kraft, aber es kann Ihnen merken, dass Europa weiter noch zu Lützeburg die Nationalbudgeten schon an der Logik abgestaltet gehen. Denn Marc wird noch darüber zurückkommen. Das Budget sollen Staatsdefizite reduzieren. Das geschieht durch Sparmaßnahmen viel mehr wie durch eine Erhöhung von den Ressourcen. Gespurt wird vor allem auf die Sozialleistungen vom Staat, wobei Reichtum noch immer ganz wenig, respektive gar nicht besteuert wird. Das sogenannte Lösung, die Staatsschuld soll reduzieren, wird europaweit angewandt und erweist sich aber europaweit als ein Eschec. 2009 hat Alexis Tsipras, den Präsident von Syriza, so Linkspartei aus Griechenland, gesagt, bei einer Reunion von der Europäischen Linkspartei, so 2009, dass Griechenland Spiegelbild von der Zukunft von den anderen europäischen Ländern. Dem Moment war ein gewisses Skepsis par rapport zu der Aussage, wenn man es all gesagt hat, ja, Griechenland ist ja aber speziell, das ist nicht dieselbe Situation wie andere Länder. Mittlerweile ist die Skepsis verschwunden, manst oder vielleicht hauptsächlich Spanien, Portugal, die verstehen nur ganz genau, was das ist, weil die Länder, die sind an einer Situation, wo Spanien damals war. Frankreich ist höchstwahrscheinlich das nächste Land, wo das werden so konkret zu spüren kriegen. Und ich gehe meinen, dass, wenn wir so weitermachen, eventuell ein paar Jahre zu Lützeburg auch. Politik von der sogenannten Troika oder die Komplizität zwischen der Kommission, dem FMI und der Europäischen Zentralbank als einen destruktiven Aktionsplan, den alles vertabelt, dass es schader Kampf tun, aufbaut. Durch den Pakt budgetär kreieren Sozialaufbau, an Aufbau von der Rechte, von den Arbeitsstau oder der Salarien eine legale Basis, die Konstitutionswert hat, also mit Austeritätspolitik langfristig und auch hauptsächlich undemokratisch festschreibt. Wir sind nicht lang, die das denunzieren, also politisch im europäischen Niveau hatte ich für schon von Syriza geschwärzt, dass aber die Linke in Deutschland und dieselbe Positionen, der Blocco in Portugal auch, der Front de Gauche in Frankreich auch, und noch weiter Parteien, Linksparteien in anderen Ländern. Wir schaffen auch zusammen, ob all den Frauen dieselbe Probleme in all den Ländern par rapport zu den Budgeten. Wir sind also auch unanim für die unzugreifen am Hund ja ähnlich Positionen. Wir schaffen noch zusammen ob Frauen, ob Wirtschaftsfrauen, respektive ob Industriepolitik, die wofür alles mittlerweile die Lösung just kann europäisch sind. Das letzte Beispiel, wo wir konkret zusammen drauf geschafft haben, als ArcelorMittal. Ich meine, das Herrsch wird auch darüber zurückkommen. Voilà, das war just für ein bisschen nach der Kader zu setzen, ich mal dann lo mehr konkret auf die Situation zu Lützeburg kommen. Maja, was uns an den letzten Wochen aufgefallen ist, rund um die Inszenierung, die einer ganz bestimmten Dramaturgie gefolgt wird am Bezug auf das Staatsbudget 2013, als das mit einer ganzen Reihe zentrale Begriffe hantiert gehen ist, die, wenn man selber ein bisschen mehr genau guckt, wirklich auf Frage zu stellen sind.
Zentralbegriffe sind Schuldekrise an Konklusion von der Regierung, an auch von der Opposition spuren. Mehr Mengen am Gegensatz dazu, dass Lützeburg keine Schuldekrise durchlieft, schon gut keine Staatsschuldekrise. Das, was Lützeburg durchlieft, das ist eine Sozialkrise, die aber komplett aus der Perzeption von der Regierungsparteien an, aber auch von der Opposition verschwunden ist. Die öffentlichen Finanzen sind am Anfang nicht das eigentliche Problem. Der Defizit vom Zentralstaat liegt bei 2,3%, den öffentlichen Defizit 2013 liegt bei 0,8%, Staatsschuld bei 18%. Das sind alles Chiffren, die immens gut sind, wenn ihn als nicht nur mit Griechenland oder Spanien, sondern wenn ihn überhaupt mit allen anderen europäischen Ländern vergleicht. Das heißt, man hat keine Schuldenkrise. Was wir aber haben, das sind 20.000 Demandeurs d'Emploi. Ein Rekordtaux von Chômage, den am Moment bei 6,1% liegt, den nur die Prävisionen vom Stadttag 2013 aber noch weiter soll an die Lut gehen, an damit verbunden natürlich eine zuholende Prekarisierung, Verlust von Kaufkraft an den letzten 12 Monaten und noch prävisibel für die 12 Monate, die kommen werden, aber wie der Stadttag auch viel gerechnet wird, ein Rückgang von den Reallöhnen an den letzten 3 Trimestern, wenn nicht den Index nicht gibt. Das heißt, als Regierung betreibt übrigens auch keine Spurpolitik, die fundiert wie an der Schuldenbekämpfung, eine Austeritätspolitik, die Sozialkrise echt sogar noch verschärft. Das heißt, am Platz gehend der Chômage 4 zu gehen, verschlimmert sich die Situation noch weiter. Die Spurmaßnahmen, und auch da wird es Stadttag 4 gerechnet, haben einen Einfluss auf die wirtschaftliche Dynamik an unserem Land 2013. So ein 4 gerechnet hat den Impact auf den PIB bei 0,3 bis 0,5% gefallen. Was ein Kehr gibt bedeuten, dass Männer Steuerresetten noch kommen. Das heißt, wir sind zwar am Klängen, aber an derselben Logik und an der selber Optik wie die Politik, die auch an den anderen europäischen Ländern betrieben wird, das heißt, die Spurpolitik hat eine rezessive Wirkung auf das Budget. Das heißt, wir sind an einer Klänge, wir aber immerhin, wir sind an einer Zucht von griechischer Spirale, auch heute zu Lützeburg. Dabei können aber, dass die Finanzierung vom Staat an das Budget, also der Finanzierung von der Kollektivität, vom Sozialstaat, eine Tendenz an den letzten 10 Jahren hat, die dahin geht, dass das Budget immer mehr von den Gewinnern, von den Betrieben finanziert wird an dem Kapital, das besteht, mir immer mehr von den Privatpersonen an den Ménagen. Und auch darunter ändert 2013 die neu eingeführte Mindeststeuer von 500 € auf Betriebe, respektive der Erhöhung vom Einheitssteuersatz von den Supervier von 1500 auf 3000 €. Darunter ändert das gut nicht, weil das sind am Staatsbudget finalement gesehen Peanuts, und es ändert auch nicht an der allgemeinen Entwicklung, dem allgemeinen Trend, dass Benefice immer mehr zum Staatsbudget beitragen, an Privatpersonen und Ménagen immer mehr. Die Einzelmesuren, die Kinder des Längeren kommentieren, der Einzige, was dabei aber als Konklusion festzuhalten ist, es wird quer durch die Gart gespürt. Ohne wirklich erkennbares Konzept, teilweise sogar am Gegensatz zu dem, was nach 4 Jahren gesucht wird, hat sollen hingehen. Als Beispiel kann ich just zur Unterhebung von den Tarifen vom öffentlichen Transport. Für 2 Jahre wird Jean-Claude Juncker schon nach angeboten, den öffentlichen Transport gratis zu machen. Login sollen Kurzstreckebillet von 1,50 auf 2 € geheischt gehen. Da gibt es kein erkennbar politisch Lin und noch kein erkennbar politisch Kohärenz an den einzelnen Mesuren. Das, was es als Kohärenz gibt, das ist den gesamte Kader, den eine Orientierung auf ein Nulldefizit vorgesehen, Abschnitte an Sozialtransferleistungen, und damit verbunden, die Wurzeln und Ungleichheit zu Lützeburg wird auch noch weiter 2013 als Neguen. Das sind alles ideologisch Schwan, die ökonomisch widersinnig sind. So wie Fabian hat auch für Drohnen gesucht hat, wie das auch an andere Länder schon den Fall ist. Für eine eigene Wirtschaftspolitik zu machen, zu betreiben,
Das bleibt aber weiterhin tabu, so wie man Diskussionen rund um ArcelorMittal an Cargolux an den letzten Wochen gemerkt haben, wo auch widersinnig ökonomische Decisionen geholt gehen an Responsabilität wie eine eigenständig, autonom, souverän, demokratische Wirtschaftspolitik zu betreiben, fehlt, worüber den Serge noch ein bisschen mehr nachwärts zu holen. Ja, voilà, merci. Ich meine, die ganz falsche Politik von der Regierung weist sich auch besonders deutlich an den letzten Wochen am am wirtschaftlichen Bereich. Wir hatten, wie wir Trentries Pressekonferenz hier im September hatten, haben wir davon geschwärzt, dass sich zuletzt ein Problem stellt von der demokratischen Souveränität über die Wirtschaftsbasis. Wir haben keine Souveränität mehr über die Wirtschaftsbasis. Wir haben die Regierung kritisiert, dass sie ihre Verantwortung nicht richtig überhält an wirtschaftliche Fragen, dass sie just nach Defätismus propagiert. Wie ganz deutlich ist bei dem neuen Wirtschaftsminister, den Satz ganz perfekt kann, ich kann nicht ändern. Sieht ziemlich deutlich, um was es geht, mir sieht gleichzeitig, ich kann nicht ändern. Die Sackgasse, an der wir mengenisch gerodet sind an der Wirtschaftspolitik, die weist sich natürlich in den zwei Dossierfären von diesem Moment, Cargolux ArcelorMittal, am Dossier Cargolux ASIO viel geschieht. Das für allem, was positiv ist, dass viel diskutiert wird, dass viel gesucht wird, dass viele Sachen sind abgedeckt gehen, wo die Presse natürlich eine wesentliche Rolle dabei spielt, aber auch Gewerkschaften eine Rolle spielen, indem sie auf Zuleise von ihren Membern aufmerksam machen, wo auch lokale Interessenvereinigungen, der Staat, der Gemeinde oder so weiter eine große Rolle spielen, indem man auf die Probleme vom Nutzflugverbot und so weiter hingewiesen wird. Und all das zusammen gibt aber ein Bild, wo auch vieles mit klar geht, was da wirklich geschieht, das für 2-3 Jahre. An der Politik von der Regierung vis-à-vis von Cargolux, dass so etwas wie buchmassive Sigeln, Löser, geht all Sigel eno Männer abgebracht, kommen eigentlich erstaunlich Sachen heraus. Und in die letzten Enthüllungen hält am Lützeburger Land geht reserviert, dass Nakor am Katar schon 4 Abkauf von den Aktien von der Swissair, als der Verhalt von der Swissair, eigentlich schon bestanden hat. Eigentlich war schon ein Akkord mit Katar, das auch klar, dass von Anfang an geplant war, die Aktie von der Katar bis auf 40% zu steigern. Und da versteht ihr noch viel Wert an dem Memorandum of Understanding, wo der Frieden noch langem widerstreben endlich herausgerickelt wird. So komisch Sachen dran sind, dass ein minoritären Aktionär kann bestimmen, wen direkter geht bei der Cargolux oder wer der Flieger gekauft gehen, mit was wir Prähen die Flieger gekauft gehen, und ganz sich Souveränität über den ganzen Businessplan von der Gesellschaft Demos ausgehandelt hat, mit der Regierungsinstanzen ausgehandelt hat. Und es geht immer mehr auch offensichtlich leider auf der Hand, dass es da ein strategisches Bündnis muss gehen, was nicht nur die Aviation betrifft, aber was doch vielleicht andere Bereiche von der Wirtschaft, da geht der Bankensektor betrifft. Da sind so Stichwörter wie die Islamic Finance, was eine Rolle spielt, so ein Geschäftsaffekot wie den Albert Wilchen, da dran. Es schenkt also wirklich einen strategischen Akkord, der muss gehen zu sein mit dem Katar, mit seiner Königsfamilie, mit den Petrodollaren, die da mal zusammen sind und so weiter. Aber ein Akkord, der nicht diskutiert wird, wo kein demokratischer Willensbildungsprozess dazu stattfindet. Wir verlangen weiterhin, dass alle Piècen auf den Tisch kommen. Sie wollen das noch immer nicht. Meine Interpellationen sind sich gewohnt über die Verbindungen zwischen Lützeburg und Katar. Also festgesagt an der Woche vom 20. Dezember an der Chambre. Ich werde all die Fragen auch evokieren. Ich werde Rechenschaft verlangen von der Regierung über das, was geschieht ist. Ich will wissen, wie es weitergeht. Wie auch mit der Wirtschaftspolitik insgesamt weitergeht, wie es auch weitergeht zum Beispiel mit der Präsenz von Katar, die noch immer zuletzt besteht, also am Bankensektor, wo eben von Aufbauplänen hört.
am lächen Debat an der Chamber, wann der Defleisch der volle schuld, dass wir allem gesucht gin Mislo vun den CSV vertreter fir an allem et Mislo Ro antreten an den Dossier. Just das net wat man lo net brauchen. Wir waren noch kein Ro am Dossier die hat, aber allzu lang an während der Zeit sind all die falsch Decisionen gehol gehen. Wir brauchen lo eng Diskussion wieet weitergeht an dobei Regeln immer méi eng Party vu prinzipielle Froen an den Vierdergrund, die fir allem vor sie vun der Demokratie, vom demokratischen Willensbildungsprozess, zum Beispiel wann der Staat oder seg Agenzen, SNCI oder Spurkies, mat öffentliche Gelder a kommerzielle Gesellschaften dra sind, dann as es jo wohl aus dem öffentlichen Interessen heraus, weil es systemisch Betrieber sind, weil es um Derbisplätze geht, weil es um Sektor geht, der wichtig ist für die Ökonomie. Und da kann es nicht sein, dass einem Parlament den Zugang zu strategischen Dokumenten verweigert geht, weil dann zieht sich der öffentliche Kontrolle und dann möchte egal wat an Resultat der Hummerlo. Das ist auch klar, war Privatinteressen oder Interesse von einem undemokratischen Staat wie die Katar, und das bald dasselbe, die Privatinteressen. Wenn die auf Verträge sich durchsetzen, dann hört die Logik, die auch an Verträge sich greift, und dann hört die Ministerin auf der Tribüne, an der Chambre stehen, die so mehr wollen, können er schnell zu, weil es sind Privatakkoren, die da getroffen sind. Und das hier ist Demokratie, letzten Endes aus, auch an Demokratien wie Lützeburg. Bringt es schlussendlich das Gestionsprinzip von undemokratischen Interessen zum Durchbruch. Wir mengen also, was Cargolux weiß, ganz klar, dass der Staat muss, wann er will, mit bestimmen auch eine effektive Majorität haben, an so systemische Betriebe, wie die zwei umfinden, Luxer und Cargolux. Das schließt nicht eine minoritär Privatbeteiligung und der Gewinner aus. Das schließt auch nicht eine kommerzielle Kollaboration aus mit einer anderen Luftfahrtgesellschaft zum Beispiel, weil das klar, dass die Luftfahrt immer mehr international ist und da auch so Evaluierungen müssen mit eine Rolle spielen. Aber es kann nicht sein, dass du irgendein geheimen Aktionär da sitzt, den seine Interessen dauernd für sich durchzusetzen, gegen das öffentliche Leben, gegen Demokratie hier am Land, gegen die Interessen von den Leuten, die hier schaffen und wohnen. Wenn der Katar sich durchgesetzt hat, dann hätte man eine Situation wie beim Mittal gehabt. Und da will ich auch kurz etwas dazu sagen. Wir hatten eine Reunion von der Wirtschaftskommission an der Chambre den 22. November. Da hat Herr Schneider, als du gefragt ging, den Audit von Laplace vorzulegen. Das hat er nicht gemäht, natürlich, wie immer. Und er hat gesagt, aber war dann die Laplace-Etude, das ist die Etude, die über Weiterbestehen von der Wirker, Schöffling und Rodange geht. Da war eine Etude gemäht, und da hat er zugegeben, da steht dran, dass die Wirker könnte weitergeführt gehen. Ohne Verlust. Aber hat er gleichzeitig gesagt, Strategie von der Arbeit als eine andere. Die Arbeit will das nicht. Er hat gesagt, die Arbeit Mittal setzt op Commodities, nicht mehr op Commodities, aber op Haute Valeur ajoutée. Übersetzt heißt das, Commodities, das sie Waren, wir produzieren keine Waren, wir produzieren kein Tod, wir produzieren ganz hohe Gewinn. Und just das, was ganz hohe Gewinn erfährt, die Produktion feiern wir noch weiter. Ob schon die Wirker selber rentabel und viabel wären, auch in Zukunft. Und du bist eine Situation wie bei der Dickerischer Brauerei an der Zeit, wo Produkte verlangt gehen an der Region einfach zugemäht gehen, weil er nicht mehr genug erfärbt, ob schon eine ganz rentabel, weil die Leute verlangt tun. Hier ist es auch so, soweit mehr wissen, steht an der Etude, die wir aber nicht kriegen, dran, dass zum Beispiel Klienten aus dem Bausektor unzufrieden sind über ArcelorMittal. Sie kriegen das, was sie für den Bau brauchen, das Rondeisen, den droht und so weiter, den sie brauchen, für zu bauen. Kriegen sie nicht mehr auf der Platz. Die muss dann aus Duisburg, aus Hamburg geliefert gehen, wo die Arbeit Wirker hat, die das selbst machen. Die Arbeit treibt auch bewusst Preise an die Lut, auf denen Marscheen, an dem sie fuhren, bewusst auch rar mischt, diese produziert. Das ist alles ganz klar vom Ökonomieminister gesagt. Ich soll noch nicht erfahren. Aber gleichzeitig ist gesagt, die Arbeit Mittal will die Wirker nicht verkaufen, weil sie will nicht tun, dass ein anderer dann ihnen selber Konkurrenz mischt am Herz von Europa, wie der Minister sich ausgedrückt hat.
an nur doch gesagt, dass Mittal just nach den guckt für den Schuldenaufbau zu betreiben, an den Aksekur an der Lut zu halen. An nur dem alles hat gesagt, dass wo hat bis als Konklusion der Szene muss etwas geschehen, wurde gesagt, Schöffling an Diedling aber bleiben so, das nicht mehr zu machen. Wir können nicht mehr machen. Das ist für mich den Abandon von der demokratischen Souveränität über die Wirtschaftspolitik. Und da will ich mehr Abschied von nicht, aber mehr fordert die Regierung ab, sich am Schnellverfahren ein Gesetz zu geben, für industriell Anlagen am Notfall, wenn jemand so Raubtierkapitalisten zu dienen hat, für industriell Anlagen ganz sicher können zu expropriieren, wie das in Frankreich möglich ist. Da tun wir Diskussionen über Florence. An sich aber ein Gesetz gibt, das mit dauerhaft staatliche Partizipationen regelt und noch transparent möchte. Und natürlich müssen sich da auch die nötigen öffentlichen Mittel geben, für können eine eigenständige Industriepolitik zu betreiben. Und ich meine noch, dass es die Mittel zu Lützeburg gibt, wenn die nicht mehr eine Austeritätspolitik will machen wie an allen Domänen. Wir sind hier am Gang, Fabian hat es gesagt, da sind 3 nopische Länder, also Partner an 3 nopische Länder Sachen 40 schlagen, wo wir also natürlich inspirieren, auch von dem, was in Frankreich diskutiert wird, das soll ich ganz seriös wollen. Wir wollen dazu beitragen, am Anfang eine grenzüberschreitende Dynamik an Bewegung zu setzen und auch am nächsten Moment konkrete Initiativen zu holen. Da sind wir nicht mehr verteidigt gegen die lokalen Sitten an der Vergangenheit. Ich meine, dass sie alle gut angesehen haben und auch Gewerkschaften, mit denen wir direkt zusammen schaffen, angesehen haben, dass sie gemeinsam Vorschläge machen, die über die Grenzen weggehen. Nehmen dann wird eine Chance, Gewerkschaften noch für kurzem hier Vorschläge vorgelegt, die in eine ähnliche Richtung gehen. Und natürlich ist es doch klar, dass man in Europa eine gemeinsame Stahlpolitik brauchen, oder in Europa an der Großregion, wo man eben auch das Beispiel Saarland immer so, wo die öffentliche Hand sich Souveränität eben just gesichert wird, über hier Stahlindustrie, wo sich nicht dieselben Probleme stellen wie an den 3 anderen Ländern, Frankreich, Belgien oder Lützeburg. Das ist also auf dem Gebiet wollen wir als Beitrag dazu leisten, für das dass den Dossier nicht so gemäht wird von der Wirtschaftspolitik, dass ein Dossier abbleibt und dass sich Politikerin bemächtigen kann der Souveränität über das, was an der Wirtschaft auch geschieht.